kann ich nicht einmal 5 Minuten allein sein und meine Backerl fertig packen, ha? Alle Augenblick kommt da jemand von euch reingerannt. Ich tue da doch gar nichts. No? Du, sag einmal, hast du? Du hast. Darf ich das mitnehmen? Nein, das Papier war sündteuer und das brauche ich für den Papa sein Geschenk. Geh, das ist doch viel zu schade. Der Papa hat doch gar keinen Sinn für ein schön verpacktes Geschenk. Der reißt doch eh bloß auf. Und was machst du, ha? Ich falte das Papier immer schön zusammen und... Schmeißt es danach weg. Jetzt Mama, bitteschön. Ich meine nur, beim Papa, da könntest du die Geschenke auch ohne weiteres in der Zeitungspapier einwickeln. Ich wette mit dir, dass er das gar nicht auffallen darf. Danke dir. Also, Moment. Ah ja, das Bandel passt großartig dazu. Bussi! Ja, und ich kann dem Papa sein Geschenk jetzt wieder in das geschenkerte Papier einwickeln. Obwohl, eigentlich hat er recht. Er schaut ja sowieso nicht an. Du, Marianne? Bevor ich jetzt mit dem Früchtebrot anfange, hast du nicht ein bisschen ein Papier für mich, für ein paar Backerl? Nein, Mama, tut mir leid, das Papier brauche ich selber. Sag einmal, warum kümmerst dich nicht um ein eigenes Weihnachtspapier? Jetzt hat das Gleiche mit dir. Okay, ich brauch doch bloß ein bisschen was. Da wär ich eigens eins kaufen. Ah, das ist schön. Genau so eins mag ich. Das ist so dezent und sagt doch was aus. Dass morgen Weihnachten ist. Oder sollen vielleicht Osterhasen drauf sein? Mein Gott, bist du schon wieder gereizt. Weißt was, so richtig kleinlich bist du. Wegen ein paar Zentimeter Papier. Du, exakt 3 Meter mal 70 Zentimeter. Aber bitteschön, darf es vielleicht auch noch ein Bandel sein? Ja, natürlich. Da, das nehme ich gleich. Brauchst du das noch? Nein, wenn ich kein Papier mehr hab, dann nimmer. Sonst noch was? Nein, danke. Du, Mama, sei so gut und tu nicht wieder so viel rum in dein Glätzenbrot. Das letzte Jahr waren wir ja vom ersten Stückel schon besoffen. Zu spät. Bereits alles seit 3 Tagen in Ruhm getränkt. So, und ich? Was mache jetzt ich? Jetzt habe ich bloß so lauter Reste über. Wenn kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Was will denn der schon wieder da? Hallo, Heidi! Was machst du da? Ha? Halt, keinen Blick unter den Tisch. Warum denn? Lass einmal schauen. Ist das vielleicht für mich? Oh, was ist denn da drin? Für mich glaubst du das nah? Oh, mein Weibelein verbreitet wieder mal ihre vorweihnachtliche Festtagsstimmung. Tust du nicht gleich die Finger weg? Sag mal, kann ich keine halbe Stunde in Ruhe meine Backel einbacken? Reg dich doch nicht auf. Ich hab gedacht, du freust dich, wenn ich mal ein bisschen früher von der Arbeit heimkomme. Was ist denn da drin, hä? Ui, eine Schlagbohrmaschine. Mit Schwingschleifer. Oh, wenigstens brauche ich es nicht mehr einpacken. Großartig. Gefällt's dir nicht? Eine Schlagbohrmaschine, die muss mir nicht gefallen, die muss funktionieren. Also das nehme ich doch stark an, dass die funktioniert, wenn's niegelnagelneu ist. Glaubst du, du kannst einem jede Vorfreude verderben? Frau, das verstehst du nicht. Das ist ja ein durchaus beeindruckendes Gerät, aber für meine Bedürfnisse halt ein bisschen zu klein. Ach, für welche Bedürfnisse bitte? Für die paar Löcher, die du im Jahr bohrst. Oh, bitte, bitte, gell? Erspar mir bitte jede weitere überflüssige Diskussion, gell? Ja, und von einem Schwingschleifer habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was gesagt. Ach ja. Und ich war doch tatsächlich der Meinung, dass so ein super Heimwerker ohne so ein Gerät überhaupt nicht überleben kann. Aber bitte, da hast du einen Einkaufszettel, tausch um oder kauf dir was anderes. Mir ist wurscht, wenn nichts unterm Christbaum liegt. Reg dich doch nicht gleich wieder so auf. Was? 120 €? Da bist du narrisch geworden. Ja, hast du das drum da vielleicht in der Apotheke gekauft? Das ist ja viel zu teuer. Das schmeißen sie in jeden Baumarkt für 50er nach. Ja, das mache ich jetzt mit Sicherheit auch gleich, wenn du dir nicht schwingst. Und von einem Schwingschleif habe ich mein ganzes Leben noch nie was gesagt. Da gibt's nur eines. Ich brauche jetzt unbedingt was zum Schleifen. Ist ja wieder mal großartig. Glaubst du, wenn sie nur jeder mal an die Verabredung, sich nichts zu schenken, halten tat? Packt euch eure Sachen doch selber ein. Glaubst du das? Na, aber so was auch Herrschaftszeiten. Ja, Herrschaftszeiten nochmal.
friss mir doch nicht den ganzen Teig weg, bleibt doch mir nichts mehr. Oma, reg dich doch nicht auf wegen so einem Batzal da. Hm? Aber ein bisschen mehr rum darfst du da schon noch nicht, oder? Ja, also gerade hat mir deine Frau gesagt, ich soll nicht so viel rein tun, weil man sonst schon von einem Stück besoffen wird. Ja, sie vielleicht, aber ich nicht. Da schau, Mama, die halbe Flaschen, die kannst du leicht noch reinschütten. Na, das geht nicht, da wird mir ja der Teig zu nass. Ah ja, ich kann's ja nach dem Backen noch trinken. Dann gell? trink's, Mama, trink's, aber nimm die Flaschen auch noch dazu. Also sag einmal langsam, glaube ich, du bist ein Alkoholiker. Sag einmal, Oma, geht's nur mit dir, ha? Wer ist denn ein Alkoholiker? Dein Vater ist auf dem besten Weg dahin. Kind, hör nicht hin, hör nicht hin. Weißt du, deine Großmutter spricht in der letzten Zeit ein bisschen wirr. Oh, du, gell, ich sag das nicht. Übrigens, was isst man denn am ersten Feiertag? Ja, ganz wie immer. Na, nicht schon wieder so eine fette Gans. Aber warum möchtest du vielleicht lieber einen Karpfen? Ein Karpfen. Na, den isst man nicht, der Fischl zu. Und überhaupt finde ich sowieso unmöglich, dass man ausgerechnet an die Feiertage Tausende von unschuldige Viecher schlachtet und dann auch nur isst. Aber was sollen wir denn sonst mit den Viechern machen? Also hör mal bloß auf mit deiner übertriebenen Tierliebe, gell? Da braucht's ja eigentlich gar nicht streiten, weil die Gans ist schon da. Ja, na also. Moment einmal noch was. Hans, wann tanzt denn jetzt eigentlich diese aufdackelte Schnepfen vom Emil an? Wo uns der vielleicht die ganzen Feiertage auf den Weg gehen, ha? Also Oma, sei nicht so böse zu der neuen Flamme vom Opa. Ach, da hätte er mich auch nicht mehr können. Dann war wenigstens alles in der Familie geblieben. Wieso? Hättest du wollen? Na, und dass sich ja keiner bei mir in der Küche blicken lässt. Auwe, Papa, jetzt haben wir in ein Wespennest gestochen. Ideen hat diese Frau. Kannst du dir vorstellen, meine Mutter heiratet den Vater von deiner Mutter? Geht es überhaupt? Ja, nein. Ein bisschen kompliziert. Sag mal, was tragst du denn bei diese Bohrmaschine mit dir spazieren? Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Was? Und das hast du heute schon gekriegt? Das ist gemein. Es war ein Versehen. Ja, weißt du, jetzt überlege ich halt schon die ganze Zeit, wo ich irgendwo ein Loch bohren könnte. Oh, du geil. Ja, bloß um deiner Mutter eine Freude zu machen. Unterstehe die Papa. Dabei kann ich mich ums Verrecken nicht erinnern, dass ich irgendwas von einer Bohrmaschine gesagt hätte. Und dabei hätte er mir ganz was anderes gewünscht. Was denn? Komm, sag mal's. Nein, das kann ich nicht sagen. Das ist ein bisschen kindisch und der darfst mir bestimmt auslachen. Möchtest vielleicht eine Spielzeugeisenbahn? Nein, keine Eisenbahn. Ein kleines Hunterl möchte ich halt gern, weißt du? Ein Hundteil? Du? Ja, was ist denn daran so komisch? Also ein kleines Hunterl habe ich mir als kleiner Bursche immer gewünscht und nie habe ich einen gekriegt. Mei, zum Weinen fangst du jetzt aber nicht an, oder? Ach, red nicht so dumm daher. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn man Jahr für Jahr, Weihnachten für Weihnachten seine Wünsche zurückstellen muss, bloß weil man Angst hat vor dem Gezeter seiner Angetrauten? Papa, das ist schrecklich. Das ist eine Tragödie. So lässt man sich ein ganzes Leben lang manipulieren. Zuerst schon als Kind, nicht? Weil du hast ja sowieso keine Chance, dass du dich durchsetzt. Und später auch noch als Erwachsener. Nicht? Bloß um den Frieden in der Familie zu wahren. Papa, du bist ein Märtyrer. Ich hab dir schon gesagt, du sollst nicht so dumm daherreden. Das tue ich doch gar nicht. Papa, dann sei jetzt endlich ein Mann. Ja, das bin ich doch. Glaube ich wenigstens. Jetzt stellst dich vor die Mama hin und sagst ihr, ich will einen Hund. Du auch? Na, du natürlich. Ja, genau genommen, da ich schon auch einen wollen. Du hast doch schon einen Freund. Na, einen Hund. Ach so. Aber einen großen. Wie groß? Ja, mindestens so einen Schäferhund, so einen ausgebildeten Polizeihund. Ja, spinnst du? Dann hätten wir ja 2 Hunde. Mein Papa checkst das wieder nicht, ha? Wenn überhaupt, dann natürlich nur einen. Aber da wäre das unüberwindbare Problem. Deine Frau. Nein, deine Mutter. Was? Treten wir gemeinsam vor sie hin. Ja, dann trifft's der Schlag und das werden wir jetzt vor Weihnachten auch nicht rechnen. Dann appellieren wir an das weiche Herz der Mama. Diese Seite, die wäre mir vollkommen neu. Wir machen ihr klar, dass man gerade an Weihnachten auf gar keinen Fall die armen Viecherl vergessen darf, die da irgendwo einsam und verlassen ihr Dasein fristen, ohne jede menschliche Zuwendung. Und dann ist ein Schäferhund ja unheimlich praktisch. Da bricht mit Garantie keiner mehr bei uns ein. Hat bei uns schon mal jemand eingebrochen? Ha? Ach, so ein Schmarrn.
Ich will keinen großen, scharfen, ich möchte einen kleinen, lieben Hund haben. Papa, geh. Mama, kommst du einmal? So ein stattlicher Mann wie du, der kann doch nicht mit so einem Pinschall rumrennen. Zu dir passt nur ein ebenso stattlicher Hund. Meinst? Ganz ehrlich, Papa. Ja, wir können es einmal probieren, gell, aber wahrscheinlich wird's wegen dem Hund einen hysterischen Anfall kriegen. Wer kriegt einen hysterischen Anfall? Ja, du. Ah, nein, du. Nein, weil du natürlich nie. Hab ich da gerade was von einem Hund gehört? Was, Mama? Der Papa und ich, wir haben uns gerade unterhalten. So ein schöner großer Schäferhund wäre doch genau das, was wir für unser Haus noch brauchen taten. Nein, kein großer, scharfer, ein kleiner, lieber. Weißt du, der müsste nur bellen wie ein großer. Ja, damit der Einbrecher meint, man hätte einen ganz großen und verschrickt, verstehst? Was ist los? Ich hör bloß immer großer Hund, kleiner Hund. Sag mir, was wird denn da gespielt? Baby, schau, die Sache ist die, dass ich heute an so einem kleinen Hunderl viel mehr Freude hätte wie an so einer Schlagbohrmaschine. Mit Schwingschleifer. Kannst du das kein bisschen verstehen? Nein, Karin, ich hab's befürchtet. Kannst du den Schäferhund gleich vergessen. Gestorben. also sag mal, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Kommt ihr mir einen Tag vor Weihnachten mit so einer Schnapsidee? Ein Hund kommt nur über meine Leiche ins Haus. Da war's der Tod, Frau, und das war ungeschickt vor die Feier. Du. Also jetzt, Mamili! Na, nix Mamili, gell? Das kenne ich schon, seitdem du so ein kleines Zwergerl warst. Alles, was Firs gehabt hat, bellt, miaut oder sonstige tierische Laute von sich gegeben hat, hast du mit heimgeschleppt. Ich erinnere mich an junge Katzen aus der Umgebung. Mais hast du in den Puppenbaum gelegt und weiß der Kuckuck. Na, kein Kuckuck! Aber wenn's dann ums Fressen gegangen ist, da war dann wieder ich zuständig, gell? Nein und nochmals nein. Aber Mama, so ein Hund, der frisst doch selber. Ach, und sein Fressen einkaufen, das tut er dann wahrscheinlich auch selber, gell? Und dann musst du alle Dame lang zum Tierarzt, weil sie wieder Flöhe haben und Würmer und wie die stinken, wenn's nass sind. Der fällt, wenn's rennt, nicht raus. Ach, und wenn's rennt, geht er dann auf unser Gästeklo, oder? Nein und nochmals nein. Was hab ich gesagt? Deine Mutter. Was hab ich gesagt? Deine Gattin. Ach, wieder mal ein Weihnachten der begrabenen Wünsche. Und wo möchtest du das Loch haben? Was für ein Loch? Ja, wenn ich schon eine Bohrmaschine hab, dann möchte ich irgendwo bohren, wenn ich sonst schon nichts darf, nicht? Oder ich probiere mal diesen Schwingschleifer aus, jawohl. Am besten im Schlafzimmer. Du wolltest doch schon immer Schleiflackmöbel. Heute wird nicht mehr gebohrt. Weder im Schlafzimmer noch sonst irgendwo, gell? Das kommt jetzt unter den Christbaum und damit basta. Schon. Aber ein kleines Hundel wäre mir doch viel lieber gewesen. Morgen zur heiligen Weihnacht. Gott, schau doch nicht so belämmert. Da kommt sie mir einen Tag vor Weihnachten mit so einer Schnapsidee von wegen Hund und dann will jeder auch nur einen anderen haben. Und ich soll natürlich zu allem wieder Ja und Amen sagen. Das wäre jetzt eine wirklich großherzige Geste von dir, Mama. Also Karin, du weißt wirklich, dass ich jedem von euch jeden Wunsch erfüllen will. Aber der Papa hat sich zum Beispiel keine Schlagbohrmaschine gewünscht. Hey, was soll ich ihm denn auch immer schenken? Der hat doch schon alles. Nur kein Hund. Ah, mein Gott, mach mich nicht wahnsinnig mit diesem Hund. Wo soll denn ich heute so schnell einen Hund herkriegen? Mama, das wäre überhaupt kein Problem. Weißt, der Günther hat mir erzählt, die haben ja einen Diensthund, der für den Polizeieinsatz nicht geeignet ist, weil er nämlich viel zu brav ist. Seit wann haben die bei der Polizei kleine Hund? Ja, kein kleiner. Ein Schäferhund natürlich. Ein Schäfer. Natürlich. Ja, was meinst denn du, wie der bei uns im Haus umeinander reibert? Aber Mama, das ist doch ein ganz Lieber. Der liegt am liebsten den ganzen Tag auf dem Sofa und schaut fern. Auf meinem schönen neuen Sofa? Auf ihrer Decken natürlich. Mama, das ist ein ganz armes Viecherl. Weil der immer trainiert wird zum Schafsein. Und das ist er einfach nicht. Vom Gemüt her. Und deswegen waren sie sogar schon beim Psychiater mit ihm. Wenn dieser Hund ein
einziges Mal nur auf meinem Sofa liegt, dann gehe ich zum Psychiater. Glaubst du? Der Günther sagt, er glaubt, er wäre der Kommissar Rex. Der Günther Na, der Hund natürlich. kann der reden. Ei, jetzt Mamili. Gib heute deinem Herzen schon Schutz. Was glaubst du, wie sich der Papa gefreien hat? Alle sollen sich freuen, nur ich nicht. Was meinst du, was der Hund für einen Dreck ins Haus trockt? Nachher müsst man ihm halt an der Tür immer die Pfoten abputzen. Müsste man. Ich weiß auch schon wer. Ich sehe mich schon mit Putzlappen bewaffnet stündlich an der Haustür lauern, bis der Herr Kommissar Rex geruhen von seiner Dienstinspektion nach Hause zu kommen, um sich auf meinem Sofa niederzulassen, während ich den Dreck wegputz und das Fressen für den Herrn Hund koch. Nein, nein und nochmals nein. Ach Mama, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Dein Problem. Was? Wenn ich gemein wäre, dann darf ich dir zu Weihnachten einen Hund schenken. Das ist sowas. Einen Hund. Ja, einen Vorteil hätte wenigstens so ein Hund. Man müsste ihn nicht einpacken. Servus, Günther, ich bin's. Horch, ich muss schnell machen. Die Mama kann jeden Augenblick wiederkommen. Ja, sie hat sich natürlich furchtbar aufgeregt, kannst du dir vorstellen. Aber wir als Kinder kriegen wir schon rum. Du, sag einmal, könntest du den Hund eigentlich auch noch am Heiligen Abend vorbeibringen? Ja, ich versuch's. Was, du kommst noch vorbei? Ja, ich freu mich. Oh, Oma! du glaubst, ich bin jetzt schon ganz benebelt von den Alkoholdünsten, die da auf den Teig aussteigen. Okay. Wie viel rum hast du wieder rein, da, Oh Oma? mein, zu viel. Was, Karin, ich freue mich heuer voll gar nicht auf Weihnachten. Okay, warum denn nicht? Oh mei, ich weiß auch nicht und überhaupt. Aha, jetzt weiß ich natürlich ganz genau Bescheid. Mir stinkt einfach das fremde Weiberts, das der Marianne ihr Vater da anschleppt. Aber warum? Sie soll doch eigentlich ganz nett sein. Ganz nett sein. Das wird schon die richtige sein, die sich beim Dancing auf dem Fohlenhof an so einen Alten hinschmeißt und sich den auch gleich noch schnappt. Ach, geh Oma, was regst du dir da so auf? Das kann dir doch wurscht sein. Ist mir auch wurscht, aber stinker tut's mir. Und ich möchte diese Schnäpfinger nicht die ganzen Feiertage um mich rum haben. Das wird schon so aufdonnerte, überkandidelte Schnepfen sein. Und der alte Esel, der fällt nur drauf rein. Oma, könnte es sein, dass du ein bisschen eifersüchtig bist? Ich? Eifersüchtig? Ha, auf den Haflinger vom Fohlenhof? Na, wirklich nicht. Das hat er uns ja nicht oft nur erzählen können, wie er es kennen und lieben gelernt hat. Sowas ist doch direkt geschmacklos. Aber warum denn eigentlich? Verstehst du nicht, da bist du noch zu jung dazu. Du, hast du der ihr Stimme schon mal gehört? Wie ich das letzte Mal mit dem Emil telefoniert hab, da hat sie immer aus dem Hintergrund dazwischen geschnobbelt. Ich sag das wie eine rostige Gießkanne. Jetzt beruhigt dich doch gerade wieder. Dann frag ich dich, welche anständige Frau heißt denn schon Lilo? Man heißt Elisabeth oder Lisbeth, aber doch nicht Lilo. Ach, Oma, in was steigerst du denn da rein? Es ist doch Weihnachten, das Fest der Liebe. Da freut man sich. Und außerdem fahren sie bald wieder. Aber heuer kriegt der Emil nur ein Kistal Havanna-Zigarren an Weihnachten. Weil den Schal, den ich am letzten Weihnachten gestrickt hab, den hat er bei seinem letzten Besuch überhaupt nicht angehabt. Da war's auch Hochsommer. Trotzdem, Ach, Oma. Du hast den Emil immer gut leiden können, gell? Jedes Jahr das Gleiche. Oma, jetzt hat... Mein Gott. Ich hab doch einmal die Nummer von dem Tierheim gehabt. Herrschaft, wie hat jetzt der gleich wieder geheißen? Maurer, glaube ich, Maurer. Grüß Gott, hier ist Leitner. Kann ich bitte Herrn Herr Ziegler. Sie sind selber. Ja, Sie, ich habe da eine Frage, Herr Ziegler. Aber wirklich nur eine Frage. Haben Sie vielleicht einen kleinen Hund auf Lager? Ich mein, da? Ach ja, wirklich? So. Sie, wie klein ist denn der?
Nicht groß, eher klein. Aha. Lieb und anhänglich ist er. So. Flocke heißen tut er. Wie niedlich, ja. Sie, Herr Ziegler. Aber dem hängen nicht die Zotteln vom Bauch bis zum Boden unter wegen dem Trägmanni. Zu klein für Zotteln. Aha. Ja, ist gut, Herr Ziegler. Sie kommen dann vorbei, gell? So, sehen. Weiberlein, wenn du nichts dagegen hast, dann fahr jetzt noch mal schnell weg und werde versuchen, dieses durchaus beeindruckende Gerät vielleicht in etwas Nützlicheres, Brauchbares umzutauschen. Ich wollte ja bloß eine Freude machen, schau. Aber kauf dir, was du magst. Ausgenommen einen Hund. Habe mich schon jemals deinen Wünschen widersetzt. Möchte ich dir auch nicht raten. Oh, womit habe ich das verdient? Und komm heut wieder irgendwann heim, gell? Und bring ein kleines Bäumchen mit. Wir wollen den Baum heuer schlicht und einfach. Nein, ich möchte keinen kleinen, ich möchte einen großen bunten mit viel Kugeln und viel Lametta. Für einen großen bunten reichen deine Kugeln nicht. Aber meine Kugeln haben noch jedes Jahr genommen. Jedes Jahr das Gleiche. Sie lernen es einfach nicht. Der Günther. Hallo. Hallo Maus. Servus, Günther. Du, ich muss gleich wieder gehen. Wir stehen die Aktien für unseren Rex. Bis jetzt nur schlecht. Oh. Die Mama muss erst ganz langsam mit dem Gedanken vertraut machen. Und das kann dauern. Du, aber viel Zeit hat zwei nimmer. Ja? Der Heilige Abend steht vor der Tür. Aber, wie gesagt, einen lieberen Hund könnt's ja gar nicht kriegen. Nur für den Polizeidienst ist er halt vollkommen ungeeignet. Der totale Trottel. Der freut sich sogar noch, wenn der Einbrecher kommt und wedelt mit dem Schwanz. Weiß das lieb? Scharf ist der nicht. Höchstens auf ein Wurstsemmel, ja. Du, und lasst den nie in euer Schlafzimmer rein. Der schlaft sonst jede Nacht bei euch im Bett. Den bringt's ihr nie mehr raus. Sei nur leise. Nicht, dass das die Mama noch hört. Ja, du. Und wenn's das einfach mit einer Überraschungstaktik probiert. Ja, ich meine, wenn der Hund am Heiligen Abend einfach so unterm Baum liegt. Na, das war zu krass. Das können wir nicht machen. Also gut, Maus. Dann verlasse ich mich auf deine weiblichen Überredungskünste. Ja, dich habe ich ja noch gar nie zu was überreden müssen, gell? Au! Höchstens ein ganz kleines bisschen. Aber ich werde dich jetzt ein kleines bisschen überreden. Ich hab gedacht, du musst gleich wieder gehen. Der Schindler sitzt im Auto und spielt sich mit dem Handy. Der ist voll und ganz beschäftigt. War das alles? Ja, zu mehr bin ich jetzt nicht mehr in der Lage. Oh, das war aber mager. Ja, sonst könnte es nämlich sein, dass ich die Kontrolle und jede Beherrschung verliere. Und dann... Ist dem Schindler sein Akku leer? Dann bleibe ich einfach bei dir da bis Silvester. Der Akku ist leer. Ja, mein Gott. So ein Spielverderber, glaubst du das? Ja, Fritzi, was ist denn? Jetzt Schluss, Herr Kollege. Mein Gott, Feierabend, gell? Ja, ich ging ja schon. Also, Maus, vergiss mich nicht und bleib mir treu. Jetzt komm schon. Hilfe, Wer hat denn da klingelt? Der Günther? Ja, und warum machst du das auf? Ja, weil er schon wieder fort ist. Wo er gerade erst klingelt hat. Das war der Schindler mit seinem Handy, bei dem sein Akku leer ist. Hä? Wer hat denn da gerade klingelt? Der Schindler mit seinem leeren Akku. Also wenn ihr zwei nicht alles bis aufs i-Tüpfel ganz genau wisst, dann seid ihr auch nicht glücklich, oder? Weiber! Was hat's denn? Weil du auch immer alles so genau wissen musst. Wahrscheinlich hat es einen Stress mit dem Günther. Ja, was denn für ein Stress? Mein Gott, das ist auch wieder so ein saublödes, neumodisches Wort. Wir haben halt früher gestritten oder wir haben uns vertragen. Aber einen Stress habe ich mit meinem Xaverl. Gott hab ihn selig nie gehabt. Meine Mama, das verstehst du heute nicht. So sagt man heute, was? Und jetzt gehst du schon auf dein Zimmer und rumpelst nicht jetzt mal raus, wenn's klingelt. Ja. Ist schon recht, dass ich aus dem Weg bin, meinst du, gell? Ich weiß schon, dass ich euch zu viel bin, dass ihr mich los haben wollt. Nein, bist du nicht, Mama. Jetzt fang doch nicht wieder mit der alten Leier an. Glaubst du, dass immer vor Weihnachten kriegst du deinen Depressiven? Karin, deine Schuhe. Weil ich immer an Weihnachten spüre, wie einsam ich im Grunde bin. Du bist doch nicht einsam. Du bist bei uns. Und hock Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, allein in meinem Zimmer.
jetzt hörst aber auf, gell? Du kommst jeden Tag in der Früh zum Frühstücken und gehst auf die Nacht um 11:30 erst wieder auf dein Zimmer. Ich spür das schon lang. Ich bin euch zu viel. Nein, bist du nicht. Und du bist auch nicht einsam. Ich möchte, dass ich mal einsam werde, du. Ja, bitte, bitte, kannst dich gern in mein kleines Kammerl hocken. Du, dein kleines Kammer hat 25 Quadratmeter mit Alpenpanorama, gell? Jetzt reden wir von was anderem. Ist dein Glätzenbrot schon fertig? Ja, natürlich. Ja, war ja nur eine Frage. Aber eine zu viel. Hallo, meine Damen! Ui, so fröhlich? Geh, reg uns du nicht auf. Weini, was glaubst du, was ich gemacht habe? Um Gottes Willen, was hast du denn schon wieder angestellt? Ich habe einen Wahnsinnsdeal gemacht. Ich habe diesen Schwingschleifer samt Schlagbohrer erfolgreich umgetauscht. Also schon langsam glaube ich, dass du einen Schlag hast. Okay, der ist doch eindeutig besoffen. Ich habe mir meinen Jugendtraum erfüllt. Schon wieder einen. Höret und staunet, ich habe mir einen Kanadier besorgt. Was? Ja, was wollen denn wir an Weihnachten mit einem Kanadier, wo ich nicht einmal Kanadisch kann? Mein Sohn, dein Vater selig hat schon immer gesagt, mit dem Burm, da kriegst du noch mal Probleme. Bringt der uns an Weihnachten einen wildfremden Menschen daher, der nicht einmal Deutsch kann? Weibi, du verstehst immer wieder gar nichts. Ja, und dann bin ich noch ganz beiläufig beim Tierheim vorbeigegangen und da hat mir ein reizendes Fräulein ein noch viel reizenderes kleines Hundel gezeigt. Flocki heißt. Nein! Doch! Ich sag das, Weibi, das ist so ein liebes Hundel, das würde sogar dein Herz erweichen. Nein. Weibi, reg dich nicht auf. Das Hundel ist ja leider schon reserviert. Leider nichts mehr zu machen, ja, mei. Und dabei war es von uns beiden Liebe auf den ersten Blick. Was, ein Hund? Ja. Das sag ich euch. Wenn so ein unhygienisches Viech ins Haus kommt, bin ich am selben Tag im Altersheim. Wirklich? Der Hund muss her. Reg dich doch nicht auf, ich hab dir doch schon erklärt. Schau, so ein Kanadier, der bellt nicht, der frisst nicht und der tragt keinen Dreck ins Haus. Ich will mich aber aufregen, so einen Schmarrn zu kaufen und was das kostet. Das ist kein Schmarrn, das ist ein wunderbarer Kajak. Und damit paddle ich die wildesten Flüsse Kanadas hinauf und hinunter. Sag einmal, spinnst du jetzt ganz? Was willst denn du in Kanada? Ja, dann paddelt ihr am Chiemsee, ist ja wurscht, nicht? Und wenn du schön brav bist und mich nicht dauernd ärgerst, dann darfst du vielleicht einmal mitpaddeln. Danke, kein Bedarf. Weißt du, was du bist? Ein richtiger Weihnachtsstimmungskiller bist du, jawohl. Also einen Herzenswunsch wärst du mir doch erfüllen, wenn ich schon ein kleines Hunderl nicht krieg. Hans, schau, ich gönn dir doch die Freiheit. Aber muss das wirklich so ein Unsinn sein? Zu spät. Ist schon draußen am Autodach, ja. War übrigens ein Schnäppchen. Schlappe 800 €. Wie bitte? Selber schuld. Ein kleines Hunderl wäre viel billiger gewesen. Bussi, ich muss noch mal weg. Ja, sag einmal, bin ich nicht von lauter Narische umgeben, ha? Mama, sag mal, hast du die Oma gesehen? Sie hat gesagt, sie bleibt bis Heilig Drei König auf ihrem Zimmer. Alles, wenn ich glaub, aber das nicht. Aber es ist aber typisch dein Herr Vater, gell? Da schmeißt er seiner Mutter solche Sprüche an den Kopf, dann macht er sich aus dem Staub und ich darf alles wieder ausbaden. Ach geh, die Oma müsste doch den Papa seine dummen Sprüche schon langsam kennen. Der meint's doch nicht so. Du Mama, dieses windige Bäumerl da draußen, das ist aber nicht unser Christbaum, gell? Doch? Du, ich denke mit Schrecken noch an diesen Riesenbaum vom letzten Jahr, gell? Der hat ja so lange Äste gehabt, dass er in unsere Teller reingehängt ist. Wochenlang habe ich nur drumrum tanzen können. Und mehr als 3 Personen haben da herin überhaupt nicht mehr Platz gehabt. Jetzt übertreibst du mal wieder. Die zu kurz geratene Bonsai-Fichten, die findest ja gar nicht da herin. Finde ich nicht.
Was? Ich mein, find ich schon. Du, nur was, Mameli? Nein, na. Hast du eigentlich schon wegen dem Hund nachgedacht? Nein, brauche ich nicht, weil es bei meinem Nein bleibt. Außerdem hat sich dein Herr Vater schon selber beschenkt. Draußen am Autodach ist er, der Kanadier. Wahnsinn, ein Kanadier! Den muss ich sehen. Hätte man ja denken können. Seine Tochter. Mein Sohn ist nicht in der Nähe? Nein, Mama, kannst schon reingehen. Nein. Und mein Essen servierst mir bitte aufs Zimmer. Komm, Mama, du kennst doch den Hans. Der meint's doch nicht so. So was er meint, ist mir wurscht. Für mich zählt nur, was er sagt. Und jetzt weiß es wenigstens ganz gewiss, dass ich in diesem Haus nur geduldet bin. Also, Mama, jetzt mach bitte nicht so einen Zirkus. Das vertrage ich halt wirklich nimmer. Ja, jetzt wird's hintenher wie vorn. Ich mach also einen Zirkus. Ja, gut. Von mir aus, da zeigt 2 oder 3 Hund her. Ihr werdet schon sehen, was davon habt. Kannst du vielleicht noch an den Struppi von die Schallers drüben erinnern, was das für ein Mistviech war? Dauernd hat er sich unterm Zaun durchbuddelt, seine Heiferl bei uns in Gartenrei gemacht, seine Knochen in unserem Rosenbeet vergraben. Jeden zweiten Tag hat er mir ein Schürzen zerrissen und im Sommer meine nackerten Wadel zerkratzt. Ja, weil er dich halt immer freundlich begrüßt hat. Ja, spring ich vielleicht an die Leiten auf und schläg's ab, wenn ich sie begrüße, ha? Ich bleib dabei. Ein Hund im Haus und ich bin fort. Das kannst du deinem Mann ausrichten. Er weiß es bereits, gell? Und jetzt reden wir von was anderem. Du, ist dein Glätzenbrot schon fertig? Ja, natürlich. Mein Gott, war ja nur eine Frage. Außerdem muss man die Würst holen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber die kannst du selber holen. Du, wenn du was zum Essen willst, dann kommst gefälligst wieder runter, gell? Bei uns wird das Essen nicht auf dem Zimmer serviert. Was ist denn los? Du, das Auto ist weg. Der Günther, der schwärmt ja schon so lang vor dem Kanadier. Und dass wir 2-mal auf den wilden Flüssen Kanadas paddeln. Hör mal nur auf mit den Träumen von den Mannsbildern, gell? Ich habe auch meine Träume, aber die interessieren ja niemanden. Wir haben am 23. Dezember noch keine Spur von einer weihnachtlichen Festtagsstimmung. Liegt es eigentlich an uns oder ist das bei allen Familien so? Was ich will, ist ja allen Wurscht. Jetzt hole ich die Würst vom Metzger. Und die Tür mache ich auch auf. Jetzt rat's mal wieder vollkommen durch. Komm, Frau Leitner. Hi, Mausel. Mein Günther, bin ich froh, dass du da bist. Sag mal, was ist denn los? Ja, auf so eine stürmische Begrüßung war der jetzt nicht gefasst. Du glaubst gar nicht, was bei uns für eine Stimmung ist. Die Oma hat sie mal wieder eingesperrt, weil es der Papa beleidigt hat. Und die Mama ist von Haus aus sauer wegen dem Hund. Genau. Du, was ist jetzt? Ich soll jetzt schon langsam schon einmal Bescheid sagen. Ich überleg mir schon die ganze Zeit, ob wir es nicht doch mit deiner Überraschungstaktik probieren sollen. Du meinst, dass ich mit dem Hund am Heiligen Abend einfach da bin? Ja, wir könnten ja sagen, so zur Ansicht oder so ähnlich. Und ich trau mir wetten, wenn der Papa den Hund erst einmal sieht, dann gibt er mit Garantie nicht mehr her. Und dann hat die Mama auch keine Chance mehr. Naja, also, wenn du meinst, geht das schon. Aber ich will nicht schuld sein, dass bei euch am Heiligen Abend ein Drama ist, ja? Nicht, dass mir der Mama samt den Hund gleich wieder rausschmeißt. Dann komm ich gleich mit. Du, wir könnten ja sagen, der Hund ist ein Weihnachtsgeschenk für mich. Und meine Geschenke, die kann mir die Mama ja nicht verbieten. Ja, aber ich hab mir ja als Schwiegersohn bis in alle Ewigkeit nein verschischt. Also, weißt, gemein ist das falsch schon. Du, der Thomas ist nicht einfach so ein kleines Hunderl. Das ist ein Riesendrumlackel. Wenn der erst einmal bei euch auf dem Sofa liegt, habt ihr alle miteinander keine Rechte mehr. Ja, das klingt ja vielversprechend. Möchtest du mal den Thomas jetzt wieder ausreden? Nein, nur vorwarnen. Nicht, dass hinterher heißt, das hättest du uns auch früher sagen können. Du, und dass für immer eine Leberkässemmel parat liegt. Aber schon am vom Metzger, nicht so am billigen vom Supermarkt. Merkt er sofort. Na sauber. Die sagst du aber bitte schön erst, wenn der Thomas als rechtmäßiges Familienmitglied akzeptiert ist. Na, also gut, riskieren wir's. Du bringst den Thomas am Heiligen Abend mit. Zur Ansicht. Haha, du bist zwar ganz schön durchtrieben. Ja, Mai, eine echte Leitner. Hallo, Weibi. Was glaubst du, wo ich diesen wunderbaren Baum her habe? 35.
Schlawiner vom Christbaumhändler für so einen Baum verlangen, aber doch nicht mit mir. Der ist im Hirzinger im Wald gestanden und heuer steht er bei uns. Was regelt, tut er nicht gescheit. Macht nix. Haha. Dafür war er super Günther, hallo Günther. Herr Hauptwachtmeister, was tust du da? Ha? Ich habe Ihre Tochter besucht, wenn es erlaubt ist. So. Interessant. Aus dem Hirzinger seinem Wald, ha? Papa, was machst du denn? Nein, Günther, du hast das vollkommen falsch verstanden. Nein. Ich war nur im Hirzinger im Wald und hab geschaut, was die Christbäume so kosten. Nein, ich meine, wie groß da so die Christbäume wären, verstehst du? Und dann bin ich wieder zurück zu diesem Christbaumhändler und hab gesagt, dass ich einen Christbaum dieser Größe viel billiger haben könnte, wenn ich nur wollte. Und das haben Sie natürlich nicht gewollt. Natürlich nicht, entschuldige mal. Hab ich das nötig? Also was, Papa? Sagen Sie mal, wie viel haben Sie denn dann für diesen Baum dort zahlt? Zeit, meinst du? Ach, du, den Handler, den habe ich ganz brutal habe ich den runtergehandelt, ja. So, wie brutal? Eigentlich so gut wie nix. Herr Leitner, strengen Sie nicht an, mein Wort drauf. Ich weiß nichts und ich habe auch nichts gesehen. Das ist ein feiner Zug von dir, Günther. Ja, wie man schon sagt, du bist und bleibst mein idealer Schwiegersohn. Aber noch einmal drücke ich kein Auge zu, das war das letzte Mal. Ja. Bei mir war es zwar nicht das erste Mal, aber mit Sicherheit das letzte Mal. Ja, oft halten meine Nerven das nicht mehr aus, ob sie erwischen oder nicht. Sag mal, Papa, hast du schon öfters unsere Bäume aus dem Wald klaut? Kind, was für ein hässliches Wort, klaut. Dein Vater klaut nicht, nein. Ich widersetze mich nur diesen Wucherpreisen von diesen unverschämten Christbaumhändlern. Also was, Papa, wenn ich einer gesehen hätte, wo man dich doch im ganzen Ort kennt? Ja, das war ja meine größte Sorge. Ja, aber nächstes Jahr kaufe ich wieder einen Baum. Aber trotzdem, ein gewisser Reiz und Nervenkitzel ist bei so einer Aktion schon dabei, gell? Naja, entschuldige, ich mein Kaffer kann so einen Baum schließlich jeder Depp, nicht? Also da tun sich ja wahre Abgründe auf. Also da muss ich mir schon ernsthaft überlegen, ob sich meine Einheirat in eine Familie mit offensichtlich kriminellen Veranlagungen überhaupt mit meiner korrekten Dienstauffassung vereinbaren lässt. Jetzt red nicht so geschwind daher und setz dich hin. Komm, bring mir ein Stamperl auf Weihnachten und auf diesen Prachtbaum. Ganz besonders. Und du, meine Tochter, du schnaufst der Mama kein Wort, gell? Papa? Sonst entziehe ich dir nämlich meinen väterlichen Segen. Klar? Prost! Prost, Herr Leitner. Gott sei Dank habe ich schon Dienstschluss. Schluss oder nicht Schluss, das ist nicht die Frage. Deshalb hätte ich den Baum trotzdem heimgebracht. So, Günther, jetzt packst du es drum und zerrst das hinter die Garage. Nicht, dass die Mama drüber fällt. Das wird ja immer schöner. Jetzt werde ich sogar noch zur Beseitigung von Diebesgut missbraucht. Also, Papa, wir sprechen uns Ja, noch. Mama. Die Reste ist aber nicht an, oder? Ja, größer war schon gegangen, aber ich wollte nicht unbescheiden sein, weißt du. Ja. Mein Lieber, ist das vielleicht ein sperriges Drum? Schwerer Christbaumdiebstahl, Paragraph 243, von Hehlerei, wo ich gar nicht rede. Geht so ein Schmarrn, also so ganz passt mir so ein gescheiter Beamter nicht in meiner Familie. Immer diese schlauen Polizeisprüche da. Nein. Jesus, nein, wer druckt denn jetzt schon wieder rein, ha? Herrschaftszeiten. So, kommst nur rein, Herr Maurer. Ziegler ist mein Name. Ein Mann soll nämlich nichts davon merken. Also, Sie bringen den Hund dann morgen Abend vorbei, gell? Obwohl, verdient hat er es ja eigentlich nicht. Sie, das ist für ein ganz liebes Hunderl. Der hat eine gute Familie schon verdient. Ich mein doch nicht einen Hund, ich mein doch meinen Mann. Also, Sie kommen dann morgen Abend um 6 Uhr vorbei. Was? Am Heiligen Abend? Also nicht gern, eher ungern. Ja, aber das soll doch eine Weihnachtsüberraschung werden. So, Lieferung frei Haus kostet bei mindestens 10 Euro mehr. Oder sagen wir 15. Also, Sie nehmen es aber auch von den Lebendigen, ha?
Du, ich brauche keinen Hund mehr. Er ist geimpft, tätowiert und entwurmt. Das wäre eine Pauschale von 50 Euro. Kleine kriegen's auch noch dazu, macht 85 Euro. Sie? Das war aber nicht ausgemacht. Ausgemacht war gar nichts, aber wenn Sie nicht wollen, bitte, dann kriegt ihn der andere, so scharf wie der ist. Der Hund? Na, der andere Interessent, der den Hund auch noch gern haben möchte, Sie, der spendiert mindestens 100 Euro. So, naja, also dann sagen wir halt, weil Weihnachten ist und, naja, sagen wir mit Spende 90 Euro. Ich kann fein nicht rausgeben. Das habe ich befürchtet. Vergelt's Gott. Ja. Also, Sie bringen den Hund morgen pünktlich um 18 Uhr vorbei. Mitten unter der Bescherung. Eine Zumutung. Das tut mir ja leid. Da haben Sie eine große Familie. Na, ich bin Gott sei Dank allein. Also, Frohe Weihnachten. also dann, frohe Weihnachten. Sie kriegen keinen Urlaub, gell? So ein begriffsstürziger Hirsch. Ich möchte bloß wissen, warum ich das überhaupt alles mache. Fröhliche Weihnachten! Vater, grüß dich. Ich habe euch eigentlich erst später erwartet. Ja, ich wollte ja auch später kommen. Aber meine Holde, die hat's nicht erwarten können. Na, weil ich nämlich nicht mitten in der Nacht in der Gegend rumkutschiert habe. Grüß Sie Gott. Sie sind gewiss die Tochter von meinem Emil. Ja. Ich bin die Lilo Schnepfinger. Ich brauche Ihnen ja nicht mehr erklären, wie ich auf Ihren Herrn Vater gestoßen bin. Wir sind auf jeden Fall recht glücklich miteinander. Gell, Emil? Und wir? Jetzt geh mal ganz einer und steh nicht da beim Eingang rum. Bitte, schön, nehmen Sie doch Platz, Frau Schnepfinger. Also, ich freue mich wirklich, dass ihr gekommen seid. Und gut schaust du aus, Vater. Ja, da hätten Sie ihn erst mal bei der Kur sehen sollen. Direkt ausgemergelt war er, ohne jede Lebensfreude. Aber ich hab ihn dann schon wieder aufpäppelt. Jetzt freuten Sie ihn wieder. Gell, Emil? Und wir? Ja. Schön haben Sie es da. Eine gediegene Eleganz. Ja, ja. Da sieht man gleich, dass er Geld da ist. Ja, bei meinem Emil, da steht der Lager so als Graffe umeinander. Aber da fliegt jetzt einiges hinaus. Gell, Emil? Ja, und wir? Vater, täusche ich mich oder bist du ein bisschen wortkarg geworden? Ich habe mir das Reden abgewöhnt. Solche Spassettel macht er immer, aber ich kenne ihn ja. So, und jetzt tragst du unsere Koffer aufs Zimmer. Naja, mal zuerst trag ich's rein, dann trag ich's wieder raus. Oh. Wir haben doch ein eigenes Zimmer, Ja, oder? natürlich. Oder meinst du, wir schlafen in der Besucherritze? Warte, ich hilf dir. Nein, danke. Ich bin Lastentragen gewöhnt. Tasse Kaffee hätten Sie nicht zufällig? Aber freilich gern. Möchten Sie einen Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato? Ein Kaffee. So. Ja. Ach, ich bin schon ganz austrocknet. Der Emil sagt immer, das kommt bloß davor, weil ich meinen Backen nicht halten kann. Aber das meint er nicht so. Er liebt mich ja über alles. Dann ist ja recht. Ja. Milch und Zucker? Nein, danke schön, ist der Linie. Also. Der Emil sagt immer, ich bin die wärmende Sonne seiner späten Tage. Manchmal ist sie auch meine Gewitterwolke. Ist er nicht witzig? Ja, mein Emil ist ein sehr gemütvoller Mensch. Wenn er manchmal saugrob sein kann. Aber ich bleibe ihm nichts schuldig. Das glaube ich. Ja, sieh, ich war jahrelang mit so einem Kaliber verheiratet. Da darfst du auf die Hinterfüße steigen, sonst bist du verratzt. Also, meine Eltern, glaube ich, haben sie immer ganz gut verstanden. Die haben so gut wie nie gestritten. Wir streiten ja auch nicht. Er tut ja immer das, was ich will. Dann ist ja recht. Ja. Also jedenfalls hoffe ich, dass es Ihnen bei uns gefällt und dass wir einen schönen Weihnachtsabend miteinander verbringen. Wo es meinem Emil gefällt, da gefällt's mir auch. Aber sagen wir doch du zueinander. Das förmliche Sie, das passt mir gar nicht. Ich bin die Lilo. Ich bin die Marianne. Küssen braucht man's nicht, ist gut schon. Also ich glaube, so eine Frau wie Sie oder wie du hat mein Vater sicher gebraucht. Gell? Ja, das sage ich ihm auch immer.
Aber er glaubt mir's ja nicht. Wo ist denn eigentlich dein Holder? Ach, den hab ich ihn ausgeschickt. Hans! Weil er nämlich sein Nasen in Weihnachtsgeschenke stecken wollte. Recht so. Wenn die Männer in Bewegung gehen, weg damit und sinnvoll beschäftigt. Was ist denn los? Ach, da schau her. Sie sind bestimmt meine liebe Stiefschwiegermama, die Lilo, gell? Überaus angenehm. Ich bin übrigens der unbedeutende Gatte der Tochter des Mannes namens Emil. Aha. Redet der alle so geschwollen daher. Aber sonst sind Sie ein netter Mensch, freut mich. Na, dann bin ich aber froh, wenn ihr einer gefällt. Ja, da ist er ja. Grüß dich, Hans. Grüß dich, Schwiegerpapa. Wie geht's dir denn immer? Oh ja. Bis auf das, dass morgen Weihnachten ist und ich wieder mal meine Wünsche und Träume begraben muss, geht's mir nicht schlecht. Ach, du Armer. Bringt das Christkindl gar nichts, hä? So viel wie nix. Ach so, jetzt hörst du aber auf, gell? Ich sag bloß Kanadier. Ah, hör nicht hin, Emil. Deine Tochter spricht ab und zu ein bisschen wirr. Naja, machen wir's kurz. Mit Ihrer Frau bin ich schon per Du. Ich bin die Lilo. Langsam, langsam. So schnell geht das bei uns nicht. Bin ja erst seit 25 Jahren per Du mit dir. Ja, du brauchst ja für alles ein bisschen länger, das weiß ich schon. So, du bist also der Hans. Ja. Das ist aber kein sehr aufregender Name. Ja, da musst du dich bei meiner Mutter beschweren, Lilo. Sag mal, wo steckt denn die überhaupt? Sie ist auf ihrem Zimmer und kommt erst am Heilig-Drei-König wieder raus, weil du sie beleidigt Ah, hast. pure Einbildung. Außerdem fühlt sie sich einsam bei uns. Stichwort einsam. Ja, wir haben nämlich was mitgebracht, weil wir uns schon denkt haben, dass die Oma manchmal ein bisschen allein ist. Ja, geh zu, Emil. Hol einen rein, der friert uns ja sonst draußen. Was? Wer? Ich kann nichts dafür. Das war ihre Idee. Moment, wer erfriert? Habt ihr uns vielleicht ein Viech mitgebracht? Abwarten, ihr werdet staunen. Ich ahne Schreckliches. Bleib cool, Weibi, bleib ganz cool. Wer macht denn da so ein Geschrei? Aha, ich hab's geahnt. Du bist gewiss die Mama vom Hans. Grüß dich, Gott. Ich bin die Lilo. Sind wir vielleicht per Du? Ja, freilich, wir sind ja alle schon per Du. Gut schaust aus. Obwohl, ich hab mir die eigentlich ein bisschen jünger vorgestellt. Oh, das geht ja schon gut los. Oh, du Fröhliche. Ja, ich riech mir nicht zusammen wie ein übrig gebliebener Teenager. Ja, mei, jeder, wie er kann. Freut euch und frohlocket, denn es wird Friede sein auf Erden. Mein Sohn, ich glaube, ich gehe noch vor Weihnachten ins Altersheim. Oma, Weihnachten ist ja schon morgen, so schnell kriegen wir keinen Platz nimmer für dich. Anni, was willst du denn im Altersheim? Für dich haben wir genau das Richtige. Ja, da geht nichts mehr mit Trübsalblasen. Ja, wo bleibt er denn? Emil! Herrschaft, zeig mir aber das Zeug erst einmal zusammenbauen müssen. Dann kommst du nicht so leicht um die Kurven rum, hast du gehört. So, jetzt. Was ist denn das? Das, ja, da ist ja unser Arni. Gut schaust du aus, als Madel. Da schau mal her. Für dich. Was ist das bitte? Ja, das darf mich jetzt schon auch interessieren. Was ist denn da drin? Ja, nach was schaut denn das aus? Liebe Anni, wir haben uns denkt. Nein, du hast den Ding. Ja gut, ich hab mir denkt, nachdem du ja zwischendurch sicherlich manchmal ein bisschen einsam bist, man kann ja nicht immer bei die Jungen rumhängen, bringen wir dir ein kleines Tierlein mit, das dir so manche Stunden der Einsamkeit erheitern wird. Ja, und wenn's du übst mit ihm, dann kannst du dich sogar unterhalten damit. Ja, spinnt's denn ihr? Wer sagt denn, dass ich einsam bin? Und wenn ich einsam wäre, dann möchte ich mich mit Menschen unterhalten und nicht mit irgend so einem blöden Viech. Ja, du sag das nicht, er kann dich doch hören. Jetzt gib zu, jetzt schau dann halt wenigstens einmal an. Tu das Tuch runter. Ich mag nicht. Tu es runter, sag ich. Die Hühner sagt der. Siehst du's? Der kennt dich schon. Das lasse mir nicht gefallen, das hat die am eigens gelernt. Hey, Oma, reg dich doch nicht auf. Liebe Zeit. Geh, Oma. Oh, du Fröhliche. So,
Das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich, weil ich morgen nicht mehr da bin. Was für mich? Mein Dankeschön, Anni. Was ist denn da drin? Havanna-Zigarren, die hast du doch immer gern mit. Ja. Halt die Klappe! Der Emil raucht nimmer. Wer sagt das? Ich. Ach so. Und die Zigarren da, die nehmen wir mit. Die bringen wir einen alten Wegener, der freut sich. Nix da. Lieber rauche ich selber. Jetzt wird's dramatisch. Ich hab's ja gewusst, dass das nicht gut geht mit den zwei Weibern. Feuer. Aha, was die kann, das kann ich schon lange. Feuer! Mama, dir wird doch schlecht. Und wenn schon, Feuer. Du, da speibst doch das ganze Wohnzimmer da. Das ist mir wurscht. Feuer! Na, 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 glaubst du, das darf doch alles nicht wahr sein? Wem's zuerst schlecht wird, der hat verloren. Ich glaub, ich hab verloren. Mama, Gottes Willen, Mama. Wer sagt's denn? Mein erster Sieg in diesem Haus. Dabei, in dem Kartoffelsalat ist viel zu viel Essig drin. Da zirkst du ja das Hämmer in die Hosen rein. Mein Gott, bist du geschert. Wir alle wollen den Kartoffelsalat so und nicht anders. Hast du mich verstanden? Ein Kartoffelsalat gehört mit warmen Kartoffeln gemacht und dann gehört ein Fleischbrühe rein. Und nicht eine halbe Flasche Essig. Mussten ja nicht essen. Ja, das habe ich auch nicht vor. Verlass dich drauf. Für was ist denn das Wasser am Herd? Ja, für was wohl? Für die Würst? Mein Gott, das ist doch noch viel zu früh. Sollen jetzt die 3 Stunden kochen oder was? Würst kocht man nicht. Also ich frage mich ernstlich, wie meine Familie bisher überlebt hat, ohne deine Mithilfe. Ja, das frage ich mich auch. Normalerweise müssten sie ja schon lange an Alkoholvergiftung gestorben sein. Wenn du diesen armen, wehrlosen Menschen jahrelang dein sogenanntes Früchtebrot vorgesetzt hast. Jetzt reicht's mir aber, gell? Oh, aber zusammenputzen tust du schon, gell? Freilich, man soll ja nichts verkommen lassen. Ja, sag einmal, hast jetzt du das arme Viecherl immer noch nicht abdeckt? Der Vogel verbringt ja sein Dasein in vollkommener Finsternis. Ich habe mit diesem Federvieh überhaupt nichts zu schaffen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Lady Hähne! Siehst du, jetzt hat er die auch kennt. Ich muss wissen, wo die Zoohandlung den Vogel her hat. Sabotage! Sabotage! Halt die Klappe! Also das Viech nimmst du wieder mit, das bleibt auf keinen Fall da. Ja, fällt mir ja gar nicht ein, dass ich den Käfig jetzt wieder mit heimschlepp. Da überlebt ja das Viech halt die Strapazen der Reise nicht. Na, jetzt geht's so. Jetzt sei wieder friedlich. Geh, mein Kich, Oma. Ich verbitte mir auf das Schärfste, dass du zu mir Oma sagst. Das darf nur meine Enkelin zu mir sagen und sonst niemand. Mein Gott, was regst du denn so auf? Du bist doch Oma. Aber nicht für so einen billigen Kurschatten. Da hört sich ja alles auf. Kann anständigen Kartoffelsalat machen, aber mit den Tieren schlagen. Emil! Emil! Na, also... Wenn mich nicht alles täuscht, dann war das jetzt gerade die liebliche Stimme meiner holden Lilo. Hoffentlich entdeckt sie es nicht. Komm, Emil, setzen wir uns aufs Sofa über und begießen wir diesen denkwürdigen heiligen Abend. Auch der wird eines Tages zu Ende sein. Ja, so wie du sagst, so geschehe es. Prost. Also, Emil, ich möchte
wirklich nicht zu nahe treten und auf keinen Fall deine Gefühle verletzen, aber... Der sagt nix. Ich weiß, was du sagen willst. Aber weil schau, ich war heute oft ziemlich einsam. Ja, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie einsam ich oft war. Warum hast du nie was gesagt? Ach geh, hätte ich zu euch herfahren sollen, euch sagen, dass ich einsam bin und wieder heimfahren. Natürlich. Das hätte doch alles nichts gebracht. Nein, weißt du, Hans, wie die Mama damals gestorben ist, da bin ich in ein tiefes Loch reingefallen, aus dem ich nicht mehr rausgekommen bin recht. Naja, und dann war ich auf der Kur und da hat mich dann die Lilo mit ihrer unbekümmerten Art direkt überrollt. Die hat mit dermaßen niedergeredet und gelächelt, dass ich gar nicht mehr zum Denken gekommen bin. Und ist jetzt das, was du dir gewünscht hast? Mei, gewünscht. Wünschen darf ich mir die stille, bescheidene Mama zurück. Aber das geht halt nicht mehr. Naja, und so bin ich jetzt froh, wenn ich an die langen Abende jemand neben mir sitzen hab. Wenn ich auch oft nur sagen muss, jetzt halt schon endlich die Pappen. Mein lieber manchmal geht's mir wahnsinnig auf den Wecker. Ja, aber andererseits tut's mir halt auch unheimlich gut. Verstehst du das? Ja, ich probier's. Aber eines muss ich dir sagen, Emil. Bleib wenigstens du. Ja, das fängt schon damit an, dass sie dir deine Zigarren wegnimmt. Ja, wo sind wir denn? Wann du rauchen willst, das bestimmst immer noch du. Meinst du wirklich? Ja, aber natürlich. Entschuldige mal, sie wohnt doch in deiner Wohnung, oder? Aber sie wascht mir meine trägerten Vorhänge. Ja, dann soll sie es hängen lassen. Ja. Du musst einmal Prioritäten setzen, verstehst? Du musst sagen, wer bei euch der Herr im Haus ist. Du hast recht, Hans. Wo sind die Zigarren? Ja. Ja, das war ja nur das Schöne. Ah, wie die riecht. Du, aber gefreut tut's mich, dass ihr so saumäßig schlecht geworden ist. Ja. Die Lilo, die raucht dir deine Zigarren nicht mehr weg, Emil. Da kannst du Gift draufnehmen. So, jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Du, übrigens, einen schönen Baum habt's da. Gell? Ja, ein bisschen ausladend ist er halt. Findest du? Der Mann, ich war ganz schön teuer, hä? Ach, wie soll ich sagen, das hält sich in Grenzen. So? Unter uns gesagt, den habe ich organisiert. Gestohlen? Ah, du bist ja vielleicht ein Hundling, hä? Du, sowas tut man aber nicht, das weißt du schon. Ja, gerade weil man es nicht tut, darum hat es mir so einen Spaß gemacht. Aber nächstes Jahr kaufe ich wieder einen. Ja. Ja, weil oft halten meine Nerven solche Adrenalinstöße nicht mehr aus, weißt? Ja, nur dazu, wo mich der Hilger, unser Förster, so gut kennt. Ui. Aber heuer freue ich mich noch einmal über das Gefühl eines gelungenen Lausbubenstreiches. Prost, Emil. Ja, ist doch schön, wenn man immer wieder einen Grund findet zum Anstoßen. Mein missratener Schwiegersohn. Aber nichts meiner Marianne sagen, gell? Bin ich ein Waschweib? Emil! Ja, da sitzt er ja. Ja, warum gibst denn du mir nicht an, wenn ich da ruf? Hast du mich gerufen? Ich hab nix gehört. Ich auch nicht. Ja, was tust denn du da? Ich rauche, warum? Hab ich dir nicht gesagt, dass du nimmer rauchst? Das hast du gesagt, ja, aber ich bin durchaus nicht deiner Meinung, liebe Lilo-Fee. Also, so geht's ja nicht. Na, so geht's nicht. Eines, mein lieber Emil, wollen wir gleich einmal klarstellen. Jawohl, eines wollen wir gleich einmal klarstellen. Ich habe mein ganzes Leben Zigarren geraucht. Und ich habe vor, bis an mein Lebensende so 1 bis 2 Havannerl am Tag zu rauchen. Ja, aber... Nix aber. Nix aber. Nix ist da. Ein klares Wort zur rechten Zeit beschert dem Manne Glück und Seligkeit. Und wem das nicht passt, der muss sich leider aus meinem Leben verabschieden. Ja, Oma. Pariert der gute Emil doch nicht so aufs Wort, hm? Ja, misch dich du doch nicht ein, das sind Familienangelegenheiten. Richtig, aber du gehörst dann noch nicht dazu. Jetzt ist er Ruhe. Heute ist schließlich heiliger Abend, gell? Drum, lass ihn doch, ist doch recht unterhaltsam. Emil, schenk dir nach, gell, und rauch nur ein bisschen. Also, nein, ich muss das heute nicht haben. Du glaubst das, na? Zuerst aber auf, sowas gescherzt. Dampft er da die ganze Bude voll. Na, so, jetzt. Und du? Wie kommst denn du dazu, dass die Oma zu mir sagst, wo ich gerade mal Ende 40 bin? Verkneift er solche Unverschämtheiten?
Und dir, mein lieber Emil, sag ich jetzt... Nein, du sagst jetzt am besten gar nichts, liebe Lilofee. Jetzt sagt er nämlich ich rauche wann ich will, wo ich will und so oft ich will. Hast du das verstanden? Das verzeih ich dir nie, dass du mich ja so demütigst vor ihrer... An mir macht es nix. Du verzeihst mir doch alles. Und jetzt küss mich. Was Dümmeres fällt dir nicht ein. Küss mich, habe ich gesagt. Nicht auf den Mund, auf die Wange. So, brav. So, und jetzt geht's ihr zwei narrischen Hähner weiter streiten. Wir? Wir streiten doch gar nicht. Oder streiten wir? Na, gar nie. Dann erkläre ich dir jetzt, wie man Kartoffelsalat macht. Und sag ja nie wieder Oma zu mir. Ist recht, Oma. Na, endlich Friede. Weißt, weil mit einer Fleischbrühe... Reg mich nicht immer auf mit deiner blöden Fleischbrühe zum Kartoffelsalat. Auwe, zu früh gefreut. Also gut. Dann halt nicht. Gott sei Dank, jetzt bist du ja endlich allein. Ja. Du, wir sind eigentlich noch gar nicht zum Reden gekommen, gell? Aber sonst geht's dir schon gut, hä? Oh, ich lass mir schon nicht schlecht gehen. Freilich. Jetzt hast du ja dein Lilo. Ja, Schön, dass du noch jemanden gefunden hast. ja. Ich bin ja schon lange allein, das weißt du ja, gell? Ja, freilich. Aber du hast es doch gut. Du wohnst doch bei den Jungen. Oh mei. Meinst du, dass man da nicht auch oft einsam ist? Ein Partner, wenn man hat, das ist doch ganz was anderes. Man kann andere Gespräche führen und überhaupt. Ja, dann geh halt auch mal auf Kur. Du, da laufen nur so die Dackel rum wie ich einer. Und jeder sucht eine. Ja, glaubst denn du, ich geb für irgend so ein wildfremdes Mannsbild einen Kurschatten ab? Na, da bin ich mir schade. Oh, mei, Anni. Hast du das noch nicht gemerkt, dass man in unserem Alter nur noch Abstriche machen muss, wenn man einigermaßen über die Runden kommen will? Jesus, du. Sei mir nicht böse, aber da kommt mir jetzt gerade ein saudummer Gedanke. Das wird schon was sein. Nein, schau, wir sind doch alle zwei. Jeder für sich, lang nur allein gewesen. Und einsam, ne? Warum haben jetzt wir eigentlich nie... Du weißt ja, was ich meine. Du, so saudum ist der Gedanke gar nicht. Den hab ich auch gehabt. Ehrlich? Ehrlich. Ja, warum hast du dann nie was gesagt? Ja, du bist schon gut. Hätte die anrufen sollen. Oder zu dir fahren. Oder wenn's irgendwann einmal gerade auf Besuch da bist, sagen, du Emil, ich bin einsam. Bist du auch einsam? Wie wär's? Na, mein Lieber. Das hätte schon dir einfallen müssen. Herrgott, war ich ein Rindviech, hä? Ich widerspreche dir nicht. Und jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, meine ich allerweil. Das meine ich auch. Aber mei, da kannst du nichts machen. Ja. Und irgendwie ist ja gar nicht so unrecht, deine Lilo. Aber wenn's mir aufregt. Ja, mich schon manchmal auch, weil es manchmal gar so krachend ist. Aber sonst ist sie wirklich nicht unrecht. Weißt du was, Anni? Altes Mädchen, tröste dich damit. Ich hab so viel Mucken und schlechte Angewohnheiten. Da hast du nur Gallensteine geholt vor lauter Ärger mit mir. Also das glaube ich jetzt wieder nicht. Aber ich überleb's. Mir geht's doch gar nicht schlecht bei den Jungen. Weißt, irgendwie fühle ich mich rundherum wohl. Und wenn's heute einmal ganz hart kommt mit der Einsamkeit, dann hab ich ja immer noch meinen Papagei. Ah, willst du jetzt doch behalten? Freilich, das arme Viecherl kann doch nichts dafür. Und seit er zu deiner Lilo auch blöde Hähner gesagt hat, ist er mir direkt ans Herz gewachsen. So, schau mal, Bubi, jetzt komm raus, jetzt darfst du raus aus deiner Dunkelheit kommen. Pfoten weg! Leichte, blöde Hühner! Oh, mein Lieber, dir werde ich noch einen anständigen Wortschatz beibringen, darauf kannst du dich verlassen. Sabotage! Sabotage! Herrschaft, diesen blöden Ast, den schneide ich nur mehr ab. Muss dein Sohn aber auch so einen Riesenbaum daher zerren haben.
Ja, sagt's mir jetzt mal. Ja, wann glaubst du mir, dass wir heute einmal bescheren? Ja, also, darf ich mich nicht einmal 5 Minuten hinsetzen? Ja. Aber entschuldige, der Emil und ich, wir haben uns gerade so ein bisschen unterhalten. Ja, und da habe ich natürlich nicht auf die Uhr geschaut. Ja, weil wir hatten gerade ein kleines Tete-a-Tete. So. Ja. Und wo ist sie, deine liebe Lilo? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Die will mir schon seit 2 Stunden lernen, wie man einen Kartoffelsalat macht. Aber da hat's bei mir kein Glück. Das glaube ich. Aber tut mir leid, Vater, du gehst mir trotzdem im Weg um. Ja, ich geh schon. So. Also glaubst du das, Vater, dass du mir an Weihnachten wieder das ganze Wohnzimmer verstinken musst mit deiner Zigarren? Das hättest du jetzt auch nicht braucht. Also, die hab ich am gekauft, deswegen auch das auch. Ja, und zwar wann ich will und wo ich will. So, und jetzt verstinke ich nur unser Zimmer, dass die Lilo auch eine Freude hat. Sie habt ja aber noch unsere Bescherung, gell? Befehle, nix als Befehle, bis den Gruben fällst. Jesus, na, um die Zeit bescheren wir ja sonst schon immer. Du, ich zieh mich schnell um, gell? Wo ist denn der Hans? Ja, der meldet sich doch nicht bei mir ab. Ja, ist aber wieder typisch für das Matzgold. Wenn du ihn brauchst, ist er nicht da. Naja, aber eigentlich brauche ich ihn ja... Halt, was machst du da? Ich schneide diesen Ast ab, weil er zu lang ist und damit passt er. Du kannst doch diesen wunderbaren Christbaum nicht so brutal kastrieren. Kann ich schon. Du kannst dir das Zweigerl ja an deinen Trachtenhut stecken, wenn du magst, gell? Und jetzt mag ich nichts mehr hören und schneide den anderen Ast Ja, ab. freilich sonst noch was. Sag einmal, Weibi, wann kommt denn endlich einmal das Christkindl? Du bist doch gerade rein bei der Tür. Wo warst du überhaupt so lang? Oh, du bist da schon so festlich gewandet. Ja, was ich von dir leider nicht behaupten kann. Also Avanti. Ja, aber was für ein Quanti? Die schwarze Hose mit dem weißen Hemd habe ich da schon hergekriegt. Ah, und die schwarzen Socken und das blühend weiße Schneidstierl, gell, ich weiß es. Du bist ja doch mein fürsorgliches Weibelein. Aber darf er dir vielleicht doch lieber das blau karierte Baumwollhemd anziehen? Untersteh dich! Ja, das passt viel besser zu meinem Kanadier, verstehst du? Schwindig! Jetzt bin ich gekentert. Oje. Da glaube ich, ist soweit alles in Ordnung. Mein Gott, wer hat denn da wieder die Tischdecken mit dem Flecki da? Also glaubst du? Mama, habe ich die Bescherung schon verpasst? Also als ob wir ohne dich bescheren taten. Aber du hast ja den ganzen Nachmittag unsichtbar gemacht. Wo warst du überhaupt? Beim Günther. Wir haben noch einiges zu besprechen gehabt. So. Und das am Heiligen Abend. Ja, gerade heute am Heiligen Abend. Er muss gleich da sein. Du sag einmal, wie geht's denn eigentlich unseren 2 Ladies? War der Notarzt schon da? Ganz so schlimm war's nicht, aber ich habe trotzdem vorsichtshalber mal die Flucht ergriffen. Jetzt können wir bloß hoffen, dass wir den Heiligen Abend ohne größere Panne überstehen. Das Mädchen, ich bin da ganz zuversichtlich. Sag mal, was strahlst denn du so? Ja, Mai, ich freue mich heute, dass gleich das Christkindl kommt. Bist halt doch noch mal ein kleines Madel, gell? So, und jetzt machst du dann die Kerzen an. Mein Gott, dass der Baum aber auch so riesig sein muss, ha? Wo der ihn bloß her hat, der Papa. Ja, der hat da so seine Connections. Mai, schau, Mama. Ist der nicht gigantisch? Ja, wunderschön ist der Baum. Ja, und mein kleines Bäumchen muss jetzt einsam und allein sein Dasein draußen an der kalten Garagenwand fristen. Komm, Karin, setz dich ein bisschen her zu mir, bevor der Trubel losgeht. Ha? Mei, weißt du's noch, wie du ein kleines Mädel warst? Wie du immer herkuschelt hast zu mir und mir deine großen und kleinen Sorgen erzählt hast. Freilich weiß ich das nur. Aber jetzt habe ich ja keine Sorgen mehr. Na, wollen wir hoffen, dass so bleibt. Ha? Aber schön ist er wirklich, der Baum. Also, ich könnte jetzt auf die Bescherung, wo jeder mit dem Geld, das er nicht hat, dem anderen was schenkt, was der nicht braucht, gern verzichten. Ach, Mama, die Bescherung und das Ganze drumherum ist doch immer wieder schön. Und wenn es dann erst einmal singen, dann strahlt doch eh jeder. Du hast da recht. Aber richtig gemütlich ist es da auf dem Sofa, gell? Jetzt stell dir doch nur mal vor, wenn da so ein Riesenhund drauf liegt. Aber Mama, der darf doch nicht den ganzen Tag da rumliegen. Sag mal, geht dir der Hund immer nur im Kopf rum? Na, ich meine ja nur, ich mach mich nur mal schnell fertig, gell? Ist schon recht. So, dann ist jetzt vorbei mit der Gemütlichkeit. Hans,
Lilo, Papa, Mama. Geht's jetzt endlich los? Ja, geh jetzt sei halt Start und warte mal ab. Ich hab dir doch gesagt, zieh das weiße Hemd an. Der schaut aus wie ein kanarischer Holzfäller. Das weiße Hemd, das passt mir nicht mehr. Das ist ein Buckel hinter ein bisschen zu eng geworden. Das hast du wieder mal zu heiß gewaschen. Du bist im letzten Jahr wieder eine Nummer gewachsen. Ah, so ein Schmarrner. Oh, aber unser Lilo ist fesch. Ja, Sapralot. Aber jetzt haben wir keine Zeit mehr für Komplimente. Der Günther muss ja auch gleich kommen. Sagt's einmal, ja, warum stehen wir eigentlich so dumm da rum? Ja, freilich, verteilen wir uns doch sitzenderweise. Ja, dann sitzen wir dumm rum. Dann können wir ja anfangen. Ja, dann mach ich doch gleich einmal eine Flasche auf, gell? Frohe Weihnachten allerseits! Die Günther. Ah, was für eine festliche Versammlung. Grüß Gott. Grüß euch. Und aufgereiht sind's wie die Kanarienvögel am Stangerl. Sagt's mal, wart's ihr vielleicht auf mich? Ja, selbstverständlich. Komm, Günther, gleich einmal ein Schlückerl zur Begrüßung, gell? Ja. Also dann, Prösterchen, würde ich sagen, und frohe Weihnachten, gell? Ja, und die? Wie? Oh, Entschuldigung. Hab jetzt ganz vergessen. Entschuldigung. Prost. Frohe Weihnachten. Prost. Prost. Ist alles in Ordnung? Alles klar. Ja, Weibi, dann fangen wir doch an. Auf was warten wir denn noch? Ja, auf was warten wir denn noch? Aufs Christkindl. Dann geht's einmal alle hinaus. Ja, muss das jetzt sein? Ja, das muss bei uns so sein. Es geht um die Überraschung. Also bitteschön, was ist jetzt da noch eine Überraschung? Da steht der Christbaum und da liegen die Backerln. Jetzt mach keine Tanz, ab mit dir. Weibi, du magst es schon. So, mein Kleiner. Und du darfst natürlich jetzt auch mitfeiern. Sabotage! Sabotage! Also bist du gleich Start, ha? Sonst wird's gleich wieder finster. Sabo! Bist du stark? So, jetzt machen wir das Licht aus. Ui. Nein, der schöne Baum. Okay, nur noch nicht so. Halt! Den Baum siehst du schon den ganzen Tag, aber schießen. Sag ich doch. Singen wir alle miteinander ein Lied. Ja, wir singen Stille Nacht. Jawohl. Nein! Sing mal, oh du Fröhliche. Also gut. Oh du Fröhliche, oh du Selige. Heute ist heiliger Abend, also singen wir Stille Nacht. Also, wenn ihr zwei nicht wisst, was wir singen sollen, dann singen wir überhaupt nicht. Sehr Sonst gut. stehen wir nämlich morgen früh noch da. Sehr gut, Emil. Diesen Vorschlag wollte ich auch gerade machen. Also sagt einmal, sind wir denn wirklich nicht in der Lage, am Heiligen Abend miteinander ein Weihnachtslied zu singen? Ich sag ja gar nichts, sie schnabbelt doch immer nein. Also gut, dann fällt halt heuer der Gesang aus. Doch nichts. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Weibelein. Frohe Weihnachten, Opa. Halt, warte. Da schau her. Für dich, mein Spatz. Frohe Weihnachten. Weibi, der Baum, der ist wirklich wunderschön. Bloß der Ast, den du weggeschnitten hast, der fehlt irgendwie. Das ist nicht. Nein. Frohe Weihnachten, Oma. Frohe Weihnachten, Großmutter. Jetzt packt doch einmal eure Geschenke aus, steht überall der Name drauf. Karin, frohe Weihnachten. Für dich auch, Günther. Ja, von mir auch, gell? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Für dich, lieber Hans, habe ich natürlich nur noch eine Kleinigkeit, weil den praktischen Schlagbohrer hast du ja leider Das umgetauscht. macht ja nichts, danke schön. Hallo, Karin, Günther. Bei herin ist Weihnachten, da wird's vielleicht den ganzen Abend rumschmusen da, ha? Nein, wir sind halt glücklich. Ja, ja. Ah, Herr Leitner, wenn Sie mal mit Ihren Kanadier fahren, taten Sie mich da mitnehmen? Wissen Sie, das war immer schon mein Traum. Naja, schauen wir halt einmal, gell? Dann zeigen wir's schon. Und was mache ich in der Zeit?
Du wartest natürlich so, wie sie das gehört. Also, ich finde für mich gar nichts. Ja, ich auch nicht. Schau's wieder rot, die Weiber. Schau, Oma, das ist für dich. Von uns. Danke, Schimmadl. Was ist denn das, ha? Was kriegst du von uns? Das lässt Ein Morgenrock. Mei, und so geschmackvoll. völlig überspitzt. Du brauchst ihn ja nicht anziehen. Du, ist der nicht ein bisschen zu modern für Nein, mich? nein, nein, Oma, damit schaust du um 20 Jahre jünger aus. Ja, wenn er das sagt, komm, geh her, Oma. Schlupf gleich mal rein. Nein, nicht über mein schönes Komm, Gewand. schlupf rein, Oma, Naja, das wollen wir also doch gleich noch. mal sehen. Da schau her. Ha? Und wie schaut unsere Oma aus? Gut schaust aus, Oma. Ganz gut, Oma. Also mir gefällst. Ehrlich? Ehrlich? Für mich? Ja, was werden das sein? Ah, das ist von mir für dich. Ich hab mir gedacht, da kannst du ein schönes Jackerl stricken oder vielleicht auch ein Pullover. Hab ich vor 5 Jahren im Kirchenbasar gewonnen. Beißt wie Brennnessel. Also ich stricke ja ganz gern, aber mausgrau. Ja, warum denn nicht? Ich hab mir gedacht, das passt wunderbar zu deiner vornehmen Blässe. Emil, hast du jetzt diese Unverschämtheit wiederkehrt? Ich höre grundsätzlich gar nichts. Aber du, das wäre doch eine schöne Wahl für einen Trachtenjanker für mich. Oder nicht? Ja, doch, Also, Emil, es war die größte Schnapsidee, dass du mich an Weihnachten zu deiner Familie herbraust. Gelei, das ist doch Weihnachten. Hans, Ja. mach doch mal dein Backerl auf. So, ja. Da steht auch noch Hans drauf. Ist das auch für mich? Na, das nimmst du noch nicht. Nimm zuerst das da. Schmarrn, ich möchte jetzt zuerst das da Nein, für anschauen. das ist aber noch zu früh. Nimm Was das heißt da. denn so früh? Jetzt, im Moment ist doch Heiliger Abend, oder? Oder soll ich das Backel vielleicht erst an Ostern aufmachen? Hä? Was ist denn das? Ui, ich hab da eine Ahnung. Daher diese Anspielung. Ein Kinderjopperl. Werde ich vielleicht bald Papa, ha? Karin, Günther, tretet vor mich. Meine Liebe, jetzt habt ihr zwar schon eine narische Frei gemacht, muss ich sagen, aber trotzdem, eines sage ich euch. Bevor dieses kleine Wutzel auf die Welt kommt, wird keiner, gell? Ja, Ordnung muss schließlich sein. Papa, was meinst du denn? Entschuldige mal, ich kann da kombinieren. Ich bin doch nicht aufs Hirn gefallen, oder? Also, Herr Leitner, ich kann Ihren Gedankengängen zwar nicht ganz folgen, aber wenn das so ein großer Wunsch von Ihnen ist, den können wir Ihnen schon erfüllen, nicht wahr, Masel? Moment, Karin. Karin, heißt es, du bist nicht ein ganz kleines bisschen? Ja, was soll denn da mit dem Kinderkleidern da? Ja. Emil, du wolltest doch deiner Familie noch was mitteilen. Ja, wollte ich das? Ja, jetzt gibt's so, jetzt habt ihr nicht so, jetzt red schon. Ja, Schwiegerpapa, was möchtest du uns denn mitteilen? Ja, also von mir aus ist nichts Wichtiges. So. Die Lilo heiratet mich nächstes Jahr. Was? Du heiratest mich. Mich trifft der Schlag. Schade, dann kannst du gar nicht mehr auf unsere Hochzeit kommen. Also dann gratuliere der Vater. Herzlichen Glückwunsch. Dir auch, gell, Lili? Dankeschön. Schließ mich den Wünschen an. Herzlichen Glückwunsch. Nachdem also diese Neuigkeit auch wissen, lieber Hans, was krieg denn ich eigentlich von dir? Nein, entschuldige, ich bin ja der Allergrößte, ich vergiss. Entschuldige, weil ich bin gleich da, gell? Da schau her, dieses kleine Backerl da, das ist für dich von mir. Für ein Schmuckstück ist es fast ein bisschen zu groß. Gell? Was ist denn? Ein Staubsauger. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Gell? Hab ich den Geschmack getroffen? Also mein lieber Mann, ich wollte es dir ja nie so direkt sagen. Und schon gleich gar nicht an Weihnachten. Aber du bist so ein richtiger Depp. Was ist denn jetzt los? Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht? So ziemlich alles, Papa. Man schenkt doch seiner Frau zu Weihnachten keinen Staubsauger. Ah, hätte ich doch die Bügelmaschine kaufen sollen.
Vergiss es, sein Vater war der gleiche. Jetzt macht mal jeder Mama nach. Oh, wieso denn? Mein Gott, geh ihr nach. Mei, oh mei, oh mei. Immer das Geschiss mit den Weibern. Mein Gott, jetzt hätte ich es ja beinahe vergessen. Ich hab ja auch noch was. Liebe Anni, für dich. Lass das recht gut schmecken. Wie einfallsreich. Pralinen. Vom Supermarkt, die habe ich der alten Lechnerin einmal gekauft. Was ist denn das da für ein Großbackel? Da steht gar kein Name drauf. Hä? Oma nicht. Was ist denn das? Ui, ein Decken. Ja, schaut's einmal her. Da steht ganz groß Polizei drauf. Ja. Die gehört ja gewiss am Günther, hä? Also, mei, die ist kuschelig, gell? Da darf ich mich gleich so ein bisschen reinschmusen. Ja. Oh, weich ist das schön. Da hast du bei deinem Günther ein schönes Geschenk gemacht. Danke, Mausel. Oma, man reißt aber auch nicht fremde Backerl auf, gell? Na, dann müsst schon einen Namen Nein, draufschreiben. weiter nichts zu machen. Ich bin bis auf Weiteres in Ungarde gefallen. Ja, aber dass jetzt ein bisschen Schwung in diese Veranstaltung kommt, kommen wir zu einem weiteren Highlight dieses Weihnachtsabends. Aber nicht wieder singen. Na, keine Angst, Emil. Meine liebe Tochter, mein lieber Fastschwiegersohn, nachdem ihr mir zwar eine herbe Enttäuschung bereitet habt, trotzdem, mein Weihnachtsgeschenk für euch steht draußen an der Garage. Zum Einpacken war es ein bisschen zu groß. Wieso draußen? Frag doch nicht. Da schauen wir halt gleich mal. Das sind ja komisch, die Sitten. Bescherung im Freien. Ja, da sind ja noch mit 2 Backeln für Marianne. Marianne! Das Blair halt noch ein bisschen lauter. Ja, sonst hört's mir ja nicht. Was ist denn? Ich muss jetzt erst einmal einen Punsch trinken. Schau her, da sind 2 Backeln für dich. Da ist bestimmt kein Staubsauger drin. Kommissar Rex? Was soll denn da ich damit? Ist das auch so eine Idee vom Hans? Oder haben wir noch mehr solche Spaßvögel in der Familie? Entschuldige, Weibel, also ich bin wirklich total unschuldig. Obwohl, die Fernsehserie, die hat mir doch immer ganz gut gefallen, oder? Was ist denn da drin? Eine Gummiwurstsemmel. Oma, ist die für dich? Was ist? Also, Emil, eins ist mir jetzt klar geworden. Normal ist deine Familie nicht. Ja, darum passt ja du auch so gut dazu. Okay. Papa, meinst du wirklich das Boot? Ja, ich wüsste nicht, was sonst da draußen an der Garage lehnt. Herr Leitner, ist der wirklich für uns? Ich wüsste nicht, dass ich sonst da irgendwo einen Fastschwiegersohn hab. Papa, du bist der Allerbeste. Ja, Kunststück, wenn man nur den einen hat, gell? Also, Herr Leitner, ich bin wirklich sprachlos. Ich kann mit den Worten meiner Braut nur anschließen. Das ist wirklich riesig. Ja, aber küssen brauchen wir uns das nicht um. Na. Wir müssen noch mal hinaus. Was müssen wir? Wir müssen noch mal hinaus. Ah ja, wir müssen noch mal nach Haus. Ja, wir müssen noch mal hinaus. Also Hans, dann hast ja du mich mit dem Kanadier mit voller Absicht reingelegt. Aber Weibe, du wirst doch nicht glaubt haben, dass ich das Boot für mich gekauft hab. Entschuldige mal. Ich hab dir doch gesagt, Weibe, reg dich nicht auf. Endlich. Ja. Du bleibst da. Bleib da, gut, ja. Jetzt kommen wir in rein, Herr Ziegler. So, Guten Abend und frohe Weihnachten, miteinander. gerade sind wir beim Bescheren. Ja, das macht nichts. Ein schöner Baum haben's doch. Sie, Herr Ziegler, wo ist denn? Ich mein, bei uns ist doch alles klar, oder? Ja, soweit schon. Ja. Entschuldigung, wer ist denn der Herr da? Gestatten Ziegler ist mein Name. Einen sehr geschmackvollen Baum haben's da, ja. Ja. Das ist wohl die werte Familie. Herr Ziegler, wir würden jetzt gerne weiter feiern, verstehen Sie? Ja, ich verstehe alles. Ja, sollte man dem Herrn nicht ein Schnapsal anbieten? Papa, Da sag ich nicht nein. An Enzian vertrag ich nicht. Dann sauf ihn selber. Anni, schnarch nicht so, wir haben einen Besuch. Wo ist ein Besuch? Gestatten Ziegler. Überaus angenehm. Leitner, entschuldigen Sie, ich bin gerade ein bisschen eingeschlummert, tut mir leid, vielmals entschuldigen. Ja, aber keine Ursache, meine Gnädigste.
Einen exquisiten Morgenrock tragen Sie da, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ja, den hat mir meine Enkelin zu Weihnachten geschenkt. Also ich glaube, ich bin im falschen Film. Herr Ziegler, kannten Sie jetzt nicht? Was bitte? Ja, weswegen Sie da sind? Ach so, ja, freilich. Na, hol ihn jetzt geschwind rein. Ja, bitte. Ich bin gleich wieder da. Was? Hans, Augen zu. So. Also, mein Auftrag wäre hiermit erfüllt. Jawohl. Hans, das ist mein Geschenk für dich. Augen auf. Ja. Ja, das ist ja die Flocke! Oh mein, oh mein, oh mein, oh Ja, das ist ja ein Hund. Schrei doch nicht so, Anni. Du wächst ja das arme Viecherl, da schrittst mein. es ja. Nein, du schenkst mir ein kleines Hundelein. Ich weiß zwar nicht warum, wo du mir so einen schönen Staubsauger geschenkt hast. Weiblein, entschuldige, das mit dem Staubsauger, das mache ich bestimmt wieder gut, gell? Ja, und das Kleidern, das war natürlich auch für die Flocke. Ein Hund. Aber gnädige Frau, Sie werden sich doch vor dem Hund dann nicht fürchten. Schauen Sie nur grad, was der für liebe Knopfaugerl hat. Gestatten. Finger weg, das ist mein Hund, gell? Mei, schaut nur, was der für liebe Knopfaugerlin hat. He? Jetzt werden sie aber alle kindisch. Mein Gott, Emil. Schau nur grad, was der für liebe Knopfaugerlein hat. Von meinen lieben Knopfhagerlern hast du noch nie was gesagt. Aber nur einmal, wenn der an mir aufhupft, dann geh ich sofort ins Altersheim. Aber gnädige Frau, was bitte soll eine Frau wie Sie im Altersheim? Warum? Betreutes Wohnen hat doch auch seinen Reiz. Oma, ich wette mit dir, schau, so ein kleines Hunderl ist der beste Freund des Menschen. Und wenn du dich erst einmal an die Flocke gewöhnt hast, dann mag's gar nicht mehr sein ohne sie. Kann ich bestätigen. Sie werden sehen, was für ein wertvoller Mensch so ein Tier ist. Jetzt komm, Oma, streichelt halt Flocke einmal. Also nachher gut. Freilich. Mein Liebes. Oh, schau doch, er hat mich abgeschleppt. Mein, Ja, ist ja gut. ich hab's doch immer gesagt, gell? So ein Hunderl in der Familie ist doch was Schönes. Emil, jetzt trink heute nicht gar so viel. Finger weg! Ich trinke, wann ich will und wo ich will. Ich mach jetzt aber die Würst warm, gell? Liebe Mama, lieber Papa, auch wir haben ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Was? Gottes Willen, noch ein Hund! Jetzt haben wir 2 Hunderli. Ein Schoßhunderl und einen Wachhund. Da müssen wir gleich ein Foto machen. Mama, schönes Mama, Foto. rüber. Jetzt geht's. Komm, also, jetzt geh raus. Jetzt geh raus. Hopp, schönes Foto. Jetzt, Aber hopp. der Herr Ziegler gehört nicht aufs Familienfoto. Ja, heute schon. Heute ist Weihnachten, heute darf er auf, gell? Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Jawohl. Das Gott Sie, entschuldigen Sie, die Auslaufen. Ja, Schindler, grüß dich, was willst denn du da? Ja, du Günther, wir haben das herrenlose Viecherl da an der Autobahnraststätten aufgegriffen. Und Könnten Sie den vielleicht nehmen? Ja, freilich.